Sochi, sehr geehrte Anwesende, Lepo pozdravljeni na današnjem dopoldnevu. Herzlich willkommen zum heutigen Vormittag. Mein Name ist Daniel Wutte und ich darf Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Günter Rautz durch diesen Vormittag begleiten als Moderator. Gleich zu Beginn darf ich aufmerksam machen auf die Simultanübersetzung. Ab sofort spreche ich nämlich auf Slowenisch und mein Kollege Günther wird dann auf Deutsch weiterführen. Bitte, wenn Sie sich also die Ohrhörer bereitstellen, ab sofort. To čudovito glasbo sta prispevali Mateja Cvita, solo, in Katja Ojsterc na klavirju. Obe dve prihajata iz Ziljske doline, kamor ju je obe pripeljala ljubezen. Sicer sta obe profesionalni glasbenica, ki sta hkrati s prijateljskimi vezmi začeli utrjevati tudi še umetniško pot. Želita si spodbujanja slovenskega jezika in glasbe med mladimi na Zili, zato kot aktivni članici društva SPD Zila načrtujeta skupne glasbene projekte. Mateja Cvita je znanosti in javnosti znana med drugim tudi kot članica znanega pevskega zbora Perpetuum Jazzile, Katja Ojsterc pa tudi kot sodelavka Krščanske kulturne zveze. Ich übergebe an meinen Kollegen. Günther. Ja, guten Morgen auch meinerseits. Mein Name ist Günter Rautz, so wie der Daniel schon gesagt hat. Gemeinsam mit dem Daniel werden wir diesen Morgen moderieren. Wer von euch das Programm ein bisschen genauer studiert hat, wird sehen, dass eigentlich Katrin Steiner-Hämmerle moderieren hätte sollen. Also ich ersetze die Katrin, die heute verhindert ist, aber morgen dabei sein wird. Und im Namen des Organisationskomitees seitens jetzt der Europäischen Akademie in Bozen, bei der ich arbeite, möchte ich mich herzlichst bedanken bei allen, die an dieser Tagung mitgewirkt haben. Aber genauer die Ehrengäste nennen und auch die Projektpartner wird unser Gastgeber Karl Renn, Direktor der Hermagoras, dem ich jetzt um die Grußworte bitte. Vielen Dank, Karl. Lepo dobro jutro tle v Mohorjevi. Schönen guten Morgen hier in der Hermagoras. Es freut mich, dass wir nach einem Jahr hier wieder zusammenkommen und wieder diese Konferenz gemeinsam Skupno hier haben. Und ich möchte eingangs auch die Ehrengäste begrüßen und bitte dann um einen Schlussapplaus, wenn ich alle Personen durchgenannt habe. Med nami prav prisrčno pozdravljam državno zborsko poslanko Olgo Voglauer, deželno zborsko poslanko Anno Blatnik, vom Bildungsministerium Frau Sektionschefin Magistra Margareta Scheuringer. Ich begrüße herzlichst unseren Bürgermeister hier in Klagenfurt, Christian Scheider, auch den Vizebürgermeister Alois Dolina. Med nami je tudi generalni konzul Republike Slovenije, dr. Anton Novak. Potem se nam je pridružil tudi še od Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc. Unter uns ist auch unsere Bildungsdirektorin, Frau Magistra Isabella Benz. Dann ist unter uns auch der Vorsitzende des Rates der Kärntner Slowenen, Dr. Valentin Inzko. Und neben ihn blicke ich jetzt, die ich früher nicht genannt habe und protokollarisch noch davor begrüßt hätte werden sollen, unsere österreichische Botschafterin in Ljubljana, Frau Magistra Elisabeth Ellison Kramer. Und hier unter uns ist auch noch der Leiter des Volksgruppenbüros in Kärnten, in Klagenfurt bei der Landesregierung, Herr Peter Karpf. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch all die Schulen, die hier heute mitwirken, alle Schülerinnen und Schüler. Und zwar sind das das Bundesgymnasium für Slowenien in Klagenfurt, das Stiftsgymnasium in St. Paul, die zweisprachige Handelsakademie, das BG St. Veit an der Glan und auch das BG Danzenberg. Also herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. So, in sedaj pa močan Applaus, prosim. Ich möchte eingangs an eine Sache erinnern, die heuer angesichts von 50 Jahre Ortstafelsturm zurzeit etwas vielleicht im Hintergrund ist. Es gab damals vor 50 Jahren auch den Abschluss eines zweijährigen Prozesses, den die Diözese Gurk-Klagenfurt führte, und zwar die sogenannte Kärntner Diözesansynode. Damals hatten und fanden sich zusammen, das war ein Teil dieses Prozesses, deutsch- und slowenischsprachige Diözesanangehörige aus der Diözese selbst,
die damals auch Grundlagen festlegten zum Zusammenleben von deutsch- und slowenischsprachigen in Kärnten. Und das war damals deswegen etwas Besonderes, weil natürlich parallel wirklich ein, man kann sagen, brutaler politischer Konflikt tobte, Ortstafeln niedergerissen worden sind und parallel sich wirklich Menschen fanden, die damals das Zusammenleben betonten, an die Vernunft appellierten und sowas wie Gleichberechtigung versuchten zu leben in der Kirche. Und das ist natürlich was ganz Besonderes und wie gesagt, jetzt im Oktober jährt sich hier auch das 50-Jahr-Jubiläum dieser Diözesansynode. Damals wurde in dieser schwierigen Zeit ein schwaches, ein kleines, zartes Pflänzchen gepflanzt, ein Pflänzchen des Zusammenlebens, das in den 70er und 80er Jahren nur sehr spärlich vorwärts kam und nur sehr schwach gedieh. In den 90er Jahren verbesserte sich dies, diese Pflanze wurde kräftiger, es fanden die europäische Integration statt, Slowenien trat der Europäischen Union bei, Österreich trat der Europäischen Union bei. Hier hat sich wirklich eine kräftigere Pflanze entwickelt und der Ortstafelkonflikt dann in den Nullerjahren hat dann das Ganze wieder etwas gebremst. 2011 kam es zur sogenannten Kärntner Ortstafellösung, die hier auch ein weiterer Schritt war. Und in den letzten Jahren konnte sehr vieles an Vertrauen im betreffenden Zusammenleben weiter vorangebracht werden. Und ich denke, dieses zarte Pflänzchen aus dem Jahr 1972 ist heute schon ein durchaus beachtenswerter Baum. Wenn wir uns aber das näher anschauen und auch die OGM-Studie, die morgen präsentiert werden wird, belegt ist, dort gab es nämlich auch die Frage, wie gut ist das Zusammenleben von deutschen und slowenischsprachigen in Kärnten? Und ungefähr ein Drittel sagte, vor allem bei den deutschsprachigen, eigentlich nicht so gut. Also so stark verfestigt ist diese Pflanze nicht. Und mich als Volksgruppenangehörigen besorgt schon manchmal auch der Umstand, dass jetzt in Zeiten, wo wir Inflation haben, wo es Wohlstandsverluste gibt und durchaus auch viele dann überlegen müssen, wie komme ich morgen durch, dass in solchen Situationen natürlich Radikalismen leichter hochkommen und hier dann in solchen Situationen auch oft Sündenböcke gesucht werden und das geht oft zu Lasten schwächerer Gruppen oder auch zu Lasten vielleicht des Zusammenlebens. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man sich zusammenfindet und diese Pflanze weiter pflegt, weiter stärkt und hier wirklich in Kärnten dadurch eine dauerhafte, gute, solide Grundlage hat, die wirklich auf einer Gleichberechtigung, auf einem fairen Zusammenleben fußt und hier eine gute Zusammenarbeit auch in Zukunft für das Land möglich macht. Stranimo Choreve, sedaj že petič, organiziramo to konferenco gemeinsam s Skupno. Malo sem tudi ponosen, da nam je to uspelo in vesel, da je to vsako leto tako steklo. Bila je neka določena vrzel in moj vtis je bil, da se marsikdo ne upa lotiti tega vprašanja politično izobraževanje oziroma bolj političnih manjšinskih tem. Vsi govorimo radi o kulturi in teh zadevah, ampak na politiki se mi zdelo, marsikdo se tega bolj izogiba. Šli smo not v to tematiko in po mojem tudi marsikaj dosegli. Mislim, da ta znamka gemeinsam skupno je dejansko neka znamka postala. Meni so zadnjič rekli tudi udeleženci iz drugih avstrijskih zveznih dežel, da je zanje ta konferenca zelo pomembna, da radi pridejo sem na Koroškem, tako da smo tudi zaznavni preko koroške meje. Mislim tudi, in to je tudi pomembno, da kot manjšina nismo samo v našem krogu, ampak da ta krog prekoračimo. In da tudi vključimo v naša razmišljanja tudi nemško govoreče. Ker če nimamo vključenih nemško govorečih, potem tudi delamo to računico brez krčmare, tako rekoč. To se pravi, tle treba tudi sodelovati in tudi biti prepoznaven tudi v koroškem mainstreamu. Rezultati teh konferenc so bile knjige, tudi letos bomo ponovno eno knjigo izdali. Tudi celotna konferenca bo posneta videosko, to se pravi, bo tudi na razpolago brezplačno na YouTubu in s tem seveda tudi skušamo dajati neko podlago, neko znanstveno podlago politični razpravi. Mislim, da je to pomembno, da tudi politične teme spravimo včasih dol na neko znanstveno raven in da potem lažje najdeš malo tudi politično rešitev. In kar je tudi pomembno, da take konference seveda tudi služijo medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi in to je tudi potem zelo važno, da je potem še prav posebej mladina vključena. Da je to se uspelo, se zahvalim projektnemu timu, ki to spremlja,
Тут so delo, kam so delavcem pri Mohorjevi, še posebej Martin Pandl, ki vsako leto organizira te konference. Tudi javne podpore vedno dobimo od urada zvezdnega kanclerja, od avstrijskega zunanjega ministrstva, koroške deželne vlade, tudi regija Trentino-Südtirol se vključuje in pa tudi mesto Celovc. Hvala tudi vsem medijem za poročanje o tem dogodku. V tem smislu vam vsem želim lepo Konferenzo. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, spannende, interessante Konferenz und danke für die Aufmerksamkeit. Hvala za pozornost.